Herr Langen, was ist Ihr Ziel mit dieser Gesetzgebung? Es sind zwei Hauptziele. Das erste ist, ein endgültiges Mehrwertsteuersystem zu finden, denn seit 23 Jahren haben wir nur ein Übergangssystem. Und das zweite, das ist das Wichtigere, ist die Bekämpfung des Mehrwertsteuerbetruges, der erhebliche Dimensionen annimmt. Und nach der jüngsten Berechnung des Europäischen Rechnungshofs werden ca. 160 Milliarden Euro jährlich hinterzogen. Davon sowohl innerhalb der Staaten als auch grenzüberschreitend. Und das endgültige System muss nach meiner Überzeugung diesen Betrug deutlich reduzieren, wenn nicht beenden. Wie funktioniert das, wenn ich zum Beispiel ein Mehrwertsteuerbetrüger wäre? Was würde ich tun? Das hat zwei Dimensionen. Die eine Dimension ist die, dass man die Steuern einfach nicht abführt, obwohl man verpflichtet ist. Und die andere Dimension ist die, dass man in diesem gestaffelten System der Mehrwertsteuer die Rückstattung kassiert, bevor man die Steuer selbst bezahlt hat. Das ist insbesondere im grenzüberschreitenden Verkehr so, dass fiktive Firmen gegründet werden, die die Erstattung bekommen, aber verschwunden sind, wenn sie selbst zahlen sollen. Das wird auf ungefähr 50 Milliarden Euro berechnet. Da gibt es einzelne Branchen, die besonders anfällig sind. Das ist eine professionelle, organisierte Kriminalität. Und im Laufe dieser ganzen Gesetzgebung, was für Hindernisse haben Sie erlebt? Das wichtigste Hindernis ist, dass die Steuerfragen eine einstimmige Entscheidung der Mitgliedstaaten bedürfen. Die 6. Mehrwertsteuerrichtlinie war ein großer Fortschritt, aber sie hat zum Beispiel hinsichtlich der Steuersätze und der Ausnahmen und der wettbewerbsverzerrenden Dinge hat sie im Grunde den Ist-Bestand der Vormehrwertsteuerrichtlinie festgeschrieben. Und wie weit das geht, haben Sie auf einem der letzten Gipfel gesehen, als Großbritannien verlangt hat, man müsse für weibliche Hygieneartikel den Nullsatz zulassen. Das war die sogenannte Tamponsteuer. Das war im Gipfeldokument sogar drin, weil aufgrund der historischen Geschichte das nur für männliche Produkte wie Rasiercreme, Rasierschaum und sowas vorgesehen waren und soll jetzt auch für weibliche Hygieneprodukte zugelassen werden. Das ist ein berechtigtes Anliegen. Aber durch die Einstimmigkeit und durch die Notwendigkeit, dass die Kommission alle 2 Jahre das Mehrwertsteuersystem überprüft und auch die Gerechtigkeit der Steuersätze kommentiert, haben wir ein System, was sich nicht wirklich weiterentwickelt hat. Und die Kommission hat angekündigt, zum Jahresende macht sie konkrete Gesetzgebungsvorschläge.